zum Beispiel Son Goku, keine Ahnung, beim Kampf gegen Vegeta helfen. Weil der plötzlich die 10-fache seiner eigentlichen Stärke hat. Und angelegt worden ist das Ganze von dem netten Herrn da drin und vom Trunks. Aber ja, das werden wir jetzt eh gleich sehen. Also ich werde jetzt den Story-Fortschritt replayen, soweit ich bis jetzt war. Und dann schauen wir weiter. Dann gehen wir mal zum Prolog. Ich lese jetzt da gar nicht lang, weil das werden wir eh alles sehen. Es sind auch Filmausschnitte dabei, denke ich, oder müssten. Aber jetzt und wir steigen mal direkt in den Kampf mit dem Freezer ein. Indem der Son Goku zum ersten Mal zum Super Saiyajin geworden ist. Was ich vielleicht noch dazu sagen sollte, ich habe die Spracheinstellung deutsche Untertitel, aber mit japanischer Sprachausgabe, weil, also, wenn ich schon japanisches Beat'em abspreche, dann richtig. Das ist meine Meinung. Dann schauen wir, was haben wir denn da? Kamehameha, ja. Also es sind ja auch sämtliche Originalattacken enthalten, die dann auch mit seinem eigenen Charakter vollführt werden können. Und ganz ehrlich, das Gameplay fühlt sich super. Also das glaubt man gar nicht. Aber es ist verhältnismäßig schön zum Spielen mit Maus beziehungsweise mit Tastatur. Also man braucht jetzt nicht unbedingt einen Controller oder so, es geht so locker. Also ich tue mir so um Längen leichter. Und als nächstes der Kampf gegen Cell. いきなり貴様からか。一番の楽しみは最後に取っておきたかったのだがな。いいぞサンド君。戦いはこうやってある程度実力が近くなくとは面白い。ああ、オラもそう思う。So, dann kommen wir her. Aber Kamehameha ist leider nicht so stark, wie es eigentlich erwartet hätte. Das liegt aber jetzt vielleicht auch daran, dass es noch relativ früh im Spiel ist. Also wie gesagt, die Charakterdesigns sind super. Und generell von der Story her, also finde ich schon sehr interessant. Als nächster Kampf gegen Kippu.
indem wir sogar zum Super Saiyan 3 werden. Okay. オラたちがやられたら縁行きがパーだ。Wupp. Was war das? Oh mein Gott, oh mein Gott. Genau, die Energiebälle haben wir ja auch noch. Was auch sehr gelungen ist, sind die Schlagkombos, die da einem ermöglicht werden. Also man ist wirklich in der Lage, Fähigkeit an Fähigkeit zu ketten. Durch Teleportation, durch sämtliche Kampffähigkeiten, die irgendwann, irgendwie mal im Anime vorkommen sind. Also es sind sämtliche Kampftechniken enthalten, so sei es jetzt vom Tenshinhan, vom Krillin, alles dabei. Und wieder die ominöse Kraft im Majin Buu, im Kid Buu, wieder Aufstelllust. Aber das wird sich erst alles ergründen, wieso das so ist. Ah ja, anscheinend kriegen wir jetzt noch mal das Intro zum Singen. Keine Ahnung wieso, aber ja, wieso nicht. Es ist geil. Genau, also manche Szenen im Anime sage ich schon, in dem Game, werden auch so gezeichnet dargestellt und ich glaube fast sogar, dass das auch wieder von Akira Toriyama, also vom Erfinder von Dragon Ball Z, Dragon Ball, ja, nicht Dragon Ball GT, aber trotzdem, ich glaube, dass die Artzeichnungen von ihm selber haben. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ich habe jetzt da keine Infos drüber, ob das jetzt echt so ist, aber es ist dennoch verdammt gelungen und es schaut einfach nur übelst geil aus. Es ist aus Batman selber in einem komplett neuen Chapter vom Anime Dragon Ball Z. Und es gibt, glaube ich, sogar noch eine Erweiterung, Dragon Ball GT. Die werden wir wahrscheinlich auch noch holen, aber erst, wenn es mal soweit ist. Genau, und weil ich es gerade sehe, es sollte anscheinend auch möglich sein, alle 7 Dragon Balls zu finden. Und so werden wir jetzt aus Saiyajin geboren, kann man sagen. Indem der Trunks die Dragon Balls benutzt, um sich Hilfe zu holen, um die Vergangenheit bzw. somit auch die Zukunft dann zu retten. So, da kann man jetzt eigentlich eine Einleitung in der Stadt, ist jetzt da leider nicht mehr dabei. Das ist ein bisschen schade, aber es passiert eigentlich nicht recht viel. Also es ist so im Allgemeinen das Kennenlernen zwischen Trunks und deinem eigenen Charakter. Kurzer Testkampf, in dem ein paar Sachen erklärt werden, mehr zur Steuerung, Kombos, Spezialfähigkeiten. Finisher Moves, oder nicht Finisher Moves, sondern ultimative Fähigkeiten gibt's ja auch. Und dann geht's eigentlich sowieso schon direkt weiter mit dem nächsten Chapter, wie man da ja schon unschwer erkennen kann, mit der Saiyajin Saga. Und mit der beginnen wir jetzt einfach mal.
Trunks Test. Oh, vielleicht haben wir sogar Glück und genau das, was ich gerade gesagt habe, ist möglich. Und ja, es schaut so aus. Also, das werdet ihr jetzt selber sehen.驚いてますよね。説明は後でゆっくりさせてもらいます。でもまずはあなたの実力を見せてください。Okay, Trunks Test. Besiege Trunks. Dürfte kein Problem sein. So geht's mal. Na dann, auf geht's. Grundlegende Kampfsteuerung, WASD zum Bewegen, mit der Maus, Kamera bewegen, Leertaste Sprung, Aufstieg, X, Sinkflug, aufwärts drücken und WASD, Tempo Boost, Sprint, wenn du dich bewegst, genau, um Schrittbewegungen zu machen, kann man es auch verwenden, umblättern, die Anvisierung vom Gegner entweder mit Tabulator-Taste oder mittlerem Mausrad, also Mausrad-Taste. Dann grundlegende Kampfsteuerung. Linke Maustaste, schwache Angriffe, rechte Maustaste, starke Angriffe. Können in Kombos abgewechselt werden. Escape, Pause-Menü. Da haben da die Kombolisten vorhanden. Dann mit Y wird die reguläre Ki-Explosion, also der normale Energieball, abgefeuert dann. Und wenn man es gedrückt hält, gibt es so ein kleines Sperrfeuer aus Ki-Explosionen. Dann E und Q für den Wurf. Ist ganz praktisch, wenn der Gegner blockt, weil du so ja den Block durchbrechen kannst. Und mit rechter Maustaste Q kommt der Rückschlagangriff. So. Okay, dann testen wir das mal. Und das ist der Griff. Dann die gegnerische Abwehr. Wenn der Gegner alle Angriffe blockt, halte die rechte Maustaste für einen aufgeladenen Angriff. Aufgeladene Angriffe können Abwehrbrecher verursachen. Manche aufgeladene Angriffe sind auch in einer Combo möglich. Beobachte Gegner genau, um sie mit aufgeladenen Angriffen zu treffen. Drücke Escape, um ins Pausenmenü zu gelangen und schau dir dort die Komboliste an. Kann man umblättern. Drücke während einer Combo die Leertaste, um mit Teleportation hinter den Gegner zu gelangen. Das habt ihr ja vorher schon gesehen. In die Intro-Kämpfe. Dann der Einsatz von Teleportation während einer Combo verbraucht 2 Ausdauer anzeigen. Wenn deine Ausdauer nicht ausreicht, kannst du die Teleportation nicht nutzen. Okay. Dann schauen wir weiter. Also, wie gesagt, das ist der Sprint. Normale Schläge in einer Combo. Und das wäre der starke Angriff. Der ein Abwehrbrecher. Und das war die Ki-Explosion, das Ki-Explosions-Sperrfeuer ist auch in der Bewegung möglich. Gegen feindliche Angriffe verteidigen. Halte E zum Abwehren feindlicher Angriffe. Beim Abwehren lässt deine Ausdauer nach. Wenn du keine Ausdauer mehr hast, bist du im Status brechbar. Im Status brechbar verlierst du die Balance und kannst keine Aktionen durchführen. Die Ausdauer benötigen, bis sich deine Ausdauer erholt hat. Dann gegen feindliche Angriffe verteidigen. Wehre in dem Moment ab, wenn ein feindlicher Angriff trifft, um deine ideale Abwehr zu machen. Eine erfolgreiche ideale Abwehr friert den Gegner kurz ein, sodass du angreifen kannst. Deine Ki-Anzeige füllt sich um einen Abschnitt, wenn dir eine ideale Abwehr gelingt. Blah. Daher solltest du es versuchen. Ja, also ganz ehrlich, habe ich bis jetzt noch nie geschafft. Es ist nämlich, also, wenn man sagt, die Schläge kommen ja sehr kurz hintereinander und wenn einer wirklich in der Combo drin ist, ist das fast unmöglich. Aber wie gesagt, ich bin ein blutiger Anfänger, was das angeht, vor allem am PC. Also ich bin Beat'em-Ups bisher nur von der PS3, PS2, Xbox 360 gewohnt, mit Soul Calibur, Tekken, die Standardsachen halt. Aber
ja, das ist quasi Neuland für mich. Dann gegenfeindliche Angriffe verteidigen. Wenn du durch Angriffe Schaden nimmst oder Angriffe abwehrst, drücke Leertaste, um mit Teleportation hinter das Ziel zu gelangen. Der Einsatz von Teleportation, während Schaden nimmst, verbraucht 2 Ausdaueranzeigen und eine